Gemeinsam unterwegs. So heisst der Titel von dieser Predigt, weil wir zusammen die Geschichte anschauen, wie Jesus diesen beiden Jüngern, die auf Emmaus gelaufen sind, am Ostertag, am Ostersonntag, am Nachmittag, wollen wir zusammen anschauen. Im Folgenden lese ich den Bibeltext auf Hochdeutsch und gebe dazu ein paar Erklärungen auf Mundart weiter. Auf dem Beamer sehen wir immer ein paar Bilder dazu. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und siehe, 2 von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über alles, was sich zugetragen hatte. Am Sonntag im Jahr 30 oder 33 nach Christus marschierten 2 Jünger 11,5 Kilometer weit von Jerusalem nach Emmaus. Das ist die Strecke zwischen Dürrenesch und Menzigen oder zwischen Leutwil und Lenzburg. Sie redeten über den Tod von Jesus. Schwere Tage liegen hinter ihnen. Sie sind traurig und enttäuscht. Eine gute Strecke zu Fuß. Die 2 jungen Männer haben genug Zeit, um zu reden. Sie sprechen über den Tod von Jesus und über den leeren Grab, das die Frauen entdeckt haben. Das ist für die 2 ein Rätsel. Ihre Worte kreisen um das Geschehen und sie finden keinen Sinn darin. Jesus, ihr geliebter Lehrer, auf den die Jünger ihre Hoffnung gesetzt hatten, wurde verurteilt und gekreuzigt. Mit ihm zerbrachen ihre Erwartungen und ihr Glaube. Die heilige Stadt Jerusalem verwandelte sich für sie in einen schrecklichen Ort. Darum gehen sie fort, weg vom Schmerz und Frust, weg von dem, was sie nicht verstehen. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Der Ausdruck, ihre Augen wurden gehalten, kann man unterschiedlich verstehen. Man kann ihn so verstehen, dass Gott selber ihnen die Augen verschlossen hat, damit sie Jesus noch nicht haben können erkennen. Oder man kann diesen Satz so verstehen, dass sie Jesus noch nicht haben können erkennen, weil sie nur auf ihre Trauer und nur auf ihre Probleme geschaut haben. Jesus sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und Jesus sprach zu ihnen: Was denn? Uns ist aufgefallen bei der Vorbereitung, dass das ein spezielles Gespräch ist, das hier stattfindet zwischen den beiden Jüngern und Jesus. 3 Fragen hintereinander und noch keine Antworten. Der Auferstandene selbst steht vor dem Jünger und sagt, dass er über die Kreuzigung nicht weiß. Er macht sich klein und hört zu. Er schenkt auch uns Zeit für unsere Gedanken und für unser Verständnis. Gott wirkt verdeckt. Er drängt sich nicht auf. Er tritt nicht als Herrscher oder als Richter auf. Er geht mit uns still, geduldig und verborgen, wie ein Unbekannter. Die Jünger aber sprachen zu Jesus: Das von Jesus, dem Nazarener,
der ein Prophet war, machtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hoffen, dass er sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am früheren Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die alttestamentlichen Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen alttestamentlichen Schriften alles, was ihn betraf. Jesus macht das, was heutige Pfarrerinnen und Pfarrer machen. Die Bibel auslegen und erklären, wie sie von Jesus handeln. Es gibt im Alten Testament viele Prophetien, viele Voraussagen auf Jesus, dass er der verheißene Messias, der gesalbte König, der Christus ist. Zusätzlich gibt es auch Muster und Prototypen. Das sind die Menschen im Alten Testament, die gute Charaktereigenschaften besessen haben. Zum Beispiel die stellvertretend für andere gelitten haben, die stellvertretend für andere gebetet haben. Und die weisen mit ihrem Leben uns auch auf Jesus Christus hin. Sie sind eine Vorschattierung auf Jesus. Langsam beginnt Jesus, die Herzen der Männer zu öffnen. Er erinnert sie an die Worte der Propheten und er erinnert sie an das Alte Testament, wo steht, dass Messias leiden und am 3. Tag auferstehen wird. Er führt sie Schritt für Schritt durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk. So wird auch für uns deutlich, das, was in Jerusalem geschah, war nicht das Ende, sondern Teil von Gottes Plan. In der Geschichte von Emmaus erkennen wir uns selbst. Nicht wahr? Wir sehen etwas und begreifen es nicht. Wir erleben eine Situation und erkennen Gottes Handeln nicht. Wir fragen uns oft, wo ist Gott? Warum greift er nicht ein? Warum schweigt er? Doch gerade hier beginnt das Geheimnis des Glaubens. Gott bleibt verborgen. Sein Wirken bleibt verdeckt. Und doch geht er mit, Schritt für Schritt, selbst wenn unsere Augen ihn nicht erkennen. Und die 3 näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Und die beiden Jünger nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und Jesus ging hinein, um bei den beiden Jüngern zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Erst wo Jesus seine Jünger das Abendmahl austeilt hat, haben sie ihn erkannt.
und Jesus wurde vor ihnen unsichtbar. Jesus ist auch jetzt unsichtbar, aber er wirkt mit seinem Heiligen Geist in unserem Leben. Mir ist wichtig zu betonen, dass nicht alles am christlichen Glauben unsichtbar ist. Weil die Geschichte zeigt uns erstens, dass wir die Bibel haben, das Wort von Gott, das schriftlich vorliegt. In der Bibel können wir forschen und Jesus immer besser kennenlernen. Zweitens haben wir die christliche Gemeinschaft, die uns stärken. Die Kirchengemeinde, die zur zweiten geistlichen Familie wird, zur Kirchenfamilie. Und drittens feiern wir regelmäßig zusammen das Abendmahl und erinnern uns an Jesus, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, unsere Schuld getragen hat und vergeben hat. Das sehen wir auch hier vorne mit den Szenen der Egelfiguren. Das sind alle Egelfiguren, die die Kirchengemeinde hat, die zusammen Abendmahl feiern. Jung und alt, Buben und Mädchen und Männer und Frauen. Und Jesus ist in der Mitte und lädt uns alle ein zum Abendmahl feiern. Und die Jünger sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Es passierte nicht in Jerusalem, nicht im Jordan und nicht im Tempel, sondern am Tisch. Beim Brechen des Brotes zeigte sich Gottes Gegenwart. Es ist kein besonders spannender Ort. Und dann verschwindet Jesus wieder. Unsere Augen sind nicht nur ein Mittel fürs Sehen, sondern auch Spiegel der Seele und Fenster ins Gegenüber. Die Jünger am Weg nach Emmaus sahen den Herrn mit ihren Augen, aber sie erkannten ihn nicht. Erst durch die Gemeinschaft, durch das Gespräch, durch das Teilen des Brotes öffneten sich ihre inneren Augen. Sehen geschieht nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen. Gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir diese inneren Augen. Wer nur auf Sichtbare achtet, bemerkt nicht den Gott, der verborgen bei uns wirkt. Blindheit gehört eben auch zu unserem Leben. Es gibt Zeiten, in denen wir nicht sehen, was uns trägt. Doch gerade dann können Hören und Fühlen stärker werden. Blindheit zwingt uns zu einer anderen Art von Vertrauen. Durch die Geschichte von Emmaus trifft das Evangelium unser eigenes Leben. Auch wir gehen unseren Wege von Tag zu Tag, von Leutwil-Dürenesch nach Lenzburg, von einer Herausforderung zu den anderen. Und nicht selten fühlen wir uns wie die Jünger, enttäuscht, traurig und manchmal blind für das Gotteswirken. Bei mir hat der verborgene Gott durch die Musik von Johann Sebastian Bach gewirkt. Bach entdeckte mit seinen Augen und Ohren eine Welt, die weit über das Sichtbare hinausführt. Am Ende seines Lebens verlor er die Sehkraft. Doch seine Musik öffnet bis heute Fenster für die Seele. Sie zeigt uns, dass der Mensch auch ohne äußeres Sehen eine Sprache finden kann, die in die Tiefe führt. Zum ersten Mal hörte ich Bachs Musik als Kind. Es war aber nicht in einem Konzertsaal, sondern nur zu Hause vor einem alten Fernsehen. In einem Film des russischen Regisseurs Andrei Tarkovsky, der selbst Sehnsucht nach Gottes Wirken hatte, erklang eine Orgelkomposition Bachs.
Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Seine Musik öffnete innere Fenster, durch die ich Dinge sah, die meine Augen allein nicht gesehen haben. Jesus Christus verband in diesem Moment jahrhundertalte Musik mit dem Film des 20. Jahrhunderts. Der Herr selbst überwand Raum und Zeit und schenkte mir ein inneres Sehen. Das zeigte mir, dass Gott auch durch die Kunst, durch Musik und durch die Menschen wirkt. Und die beiden Jünger standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 Jünger und die mit ihnen waren, versammelt, die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon Petrus erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er, Jesus, von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Die beiden Jünger sind also wieder die 11,5 Kilometer zurück von Emmaus nach Jerusalem marschiert. Die Mitmenschen sehe ich jetzt auch nicht nur mit den äußeren Augen an. Hinter schwerem Verhalten und harten Worten ist oft ein Hilferuf versteckt. Ich erkenne es nicht immer, doch es bewegt mich, im Vertrauen zu bleiben, zu beten und geduldig zu sein. Die Geschichte von Emmaus erzählt uns, dass Gott verdeckt wirkt. Er schenkt uns die inneren Augen durch sein Wort, durch Gemeinschaft und durch Musik, die wie ein Gebet klingt, macht er uns offen für seine Nähe. Die Jünger gingen gleich, nachdem sie Jesus gesehen hatten, hinaus in die Nacht nach Jerusalem, doch dieses Mal mit einem brennenden Herzen und mit Vertrauen. Auch wir gehen unseren Weg durch die Nacht, durch Fragen und durch Unsicherheiten. Aber wir gehen mit dem treuen Begleiter. Gott wird verdeckt. Seine Gegenwart bleibt uns oft verborgen. Unsere Augen bleiben gehalten. Doch im Dunkeln wächst Vertrauen und in der Stille öffnen sich die inneren Augen. Sehen mit dem Herzen und mit den inneren Augen bedeutet, dass Gott uns auch dort begegnet, wo wir ihn nicht erwarten. Wir treffen ihn oft auf unseren Wegen, in einem Gespräch, in der Schrift, im Brotbrechen oder in einem anderen Ritual, in einer schwierigen Lage, aber auch in der Musik, die uns trägt. Gott lässt unsere Wege mit Vertrauen und mit Glauben gehen. Wir treten manchmal hinaus ins Dunkelheit und ins Neue, doch wir sind nicht allein. Der Herr lebt, er geht mit uns. Schließen werden wir die Teampredigt mit einem kurzen Gebet, wo aus dem Psalm 119 stammt. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Dreieiniger Gott, wir danken dir für die Geschichte von Emmaus, dass du ihnen begegnet bist und dass du auch uns begegnest. Bitte öffne unsere Augen für deine Gegenwart in der Bibel und in unserem Alltag. Amen.